So. Gucke, ob der Stream wieder auf YouTube ist. Noch nicht? Schauen wir mal. Der müsste auf jeden Fall gleich wieder online sein. Jawohl, da sind wir wieder. Okay, jetzt warte ich noch mal so lange, bis die Leute wieder zurück sind. Das ist halt bitter, wenn eben wirklich die Software dann einen Strich durch die Rechnung macht. Weil in dem Fall lagst du jetzt netto dran, dass die PlayStation Network Verbindung scheiße war oder dass das Internet abgeschmiert wäre oder sonst irgendwas. Desmo lag es tatsächlich rein einzig und allein Dotra, dass hier das Spiel Observer gesagt hat, was? Du lästerst über Indie-Spiele, dich mache ich kalt. Das war anscheinend wirklich der einzigste Grund. Jetzt schauen wir mal, wo der uns rausschmeißt wieder. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich gucke jetzt nochmal rein und mache an der Stelle einfach nochmal auf Pause, bis alle Leute wieder durch sind. Also schauen wir mal, wo wir jetzt gelandet sind. Okay. Neuer Stream, neues Glück. Genau, André. Das kriegen wir schon wieder hier. Wie gesagt, das hat ja auch vorher wunderbar funktioniert. Das einzigste Problem war jetzt halt, dass hier die Observer-Software abgestürzt ist. Aber das kriegen wir jetzt alles wieder hier. Also, sprach Zarathustra und so. Dan fand Helena im Tattoo-Studio, aber der Mörder hatte sie zuerst erreicht. Am Ende seiner Spur entschied Dan, dass harte Zeiten harte Maßnahmen verlangen. Eine Neuralvernehmung an einem Toten durchzuführen ist strengstens verboten, aber da die Abriegelung die Kommunikation blockierte, konnte Dan die Sicherheitsprotokolle der Matriarchin umgehen und eintauchen. Okay. Müssen wir jetzt nochmal hier den ganzen Schampel machen, oder was? Ja, sieht so aus. Na gut. Kann man ja jetzt nichts anderes machen. Ist soweit in Ordnung. Ich mache das jetzt einfach so weit, bis wir wieder an der Stelle sind, wo wir aufgehört haben. Und dann schauen wir weiter. Ja, es ist halt leider abgestürzt. Kann man nichts machen. Zack. Ich wollte sagen, der deutliche Unterschied gerade beim Horror ist halt immer noch die Spielzeit. AAA-Horror hat meistens 20 Stunden. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Gerade wenn ich mir jetzt wieder so Resident Evil 7 und so gucke, das ist halt wirklich schon lang. Das geht halt wirklich sehr lang, das Spiel. Ah, da schlängelt sich was rum. Immer weiter hinterher. Okay, geht mir weiter. Wobei gerade Resident Evil 7 circa 10 Stunden gehabt hat. Ja, schon. Ich hätte mir das auch gern länger gewünscht. Das war ein hervorragendes Spiel. Und ich fand es persönlich absolut großartig. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, Resident Evil 7, wirklich. War ziemlich geil. So, jetzt kommt wieder der Speckmann. Denk immer dran, der Speckmann wohnt in einem Speckhaus. Und dann ging es hier bei der smooth Musik weiter. Und hier ins Loch. So. Und ich hoffe, der hängt sich jetzt nicht nochmal auf. Ja, da ist hier das Ding, das entlang krabbelt. So, bitte häng dich nicht auf. Okay, hier speichert er auch wieder. Sehr schön. Alles klar. Dann mache ich an der Stelle nochmal ganz kurz die Pause, bis ich alle Leute wieder reingefunden habe. Bin auch sofort wieder da. Jetzt muss ich mal Pipi-Pause machen. Bis alle Leute wieder zurück sind, mache ich erstmal hier Pipi-Pause. Bis gleich, ihr liebe Leute.
So. Hoppala. Okay, haben sich wieder mehr Leute eingefunden? Schauen wir doch mal. So. Ah ja. Da bin ich wieder. Und ja, gerade im Vergleich zu alten Spielen wie der alte Resident Evil, Silent Hill und Dead Space und so weiter, 15 bis 20 Stunden, das passt eigentlich schon wirklich, ja. Finde ich definitiv, ach. So, Jetzt gucken wir nochmal, wer alles an Bord ist, damit es hier wieder weitergehen kann. Dankeschön. Das hat jetzt zeigen müsst und ich glaube, das war auch gar nicht mal so schlecht, weil ich ja gesagt habe, circa 5 Minuten warte, bis es wieder erscheint. Okay, Syltraka ist auch wieder zurück. Jetzt kann es weitergehen. Jetzt habe ich hier wieder meine A-Führerin dabei. Okay. Gibt es eigentlich 100 Abos? Bei 100 Abos gibt es tatsächlich ein Special. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Wenn ich 100 Abos erreiche, dann gibt es wirklich so ein kleines Special-Video. Das wird aber nichts Besonderes sein, in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie ein neues Let's Play oder so starte, aber es gibt ein Video dann auf jeden Fall, ja. Es gibt dann ein Video, wenn ich die 100 erreicht habe. Ist ein gutes Beispiel Outlast, ja. Indie-Titel und höchstens 10 Stunden. Aber Outlast, da ist jede Stunde auch wirklich die Hölle. Da ist jede Stunde die Hölle auf Erde. Okay, jetzt gehen wir mal hier weiter. Die Leute, die neu dazukommen, wollen ja auch was sehen. Ach du liebe Zeit. Ja, nur schöne Bilder, okay. Irgendwelche Balkonszene. Aber wirklich jede Stunde bei Outlast kam mir vor wie 20 Stunden in der Hölle. Gerade beim Ensa. Outlast 2 fand ich wiederum eigentlich sehr, sehr geil, weil dieses, du bewegst dich in Temple Gate, vermittelt dir diesen Eindruck von Open World und eigentlich bist du in so ein linearer Storyaufbau drin. Trotz allem, Outlast 2 fand ich persönlich sehr geil. Zum einen dieses Open World Feeling. Krabben-Overlord. Zum Ende dieses, ja, dieses Open-World-Feeling in Anführungszeichen und auf der anderen Seite dann dieses krasse Outlast 1-Feeling wieder, wenn man halt in diese Schule rein katapultiert wird. Oh, das finde ich sehr praktisch. Hier direkt beim Arbeitsplatz ein Scheißhaus, das finde ich wunderbar, das sollte man definitiv überall einführen. Oh Mann. Aber bitte den eklige Urinstein wegmachen, das ist dann nicht mehr so schön. Aber ich glaube, wir müssen jetzt wirklich hier entlang. Gucken, was Respekt durch Überwachung. Naja, das löst eigentlich eher nur Wut aus, denke ich. Okay. Scheiße. Okay, jetzt kommen wir hier trotzdem weiter. Oh, schick. Schick habt ihr es hier. Eine schöne uringelbe Matratze hier. Outlast 2 war leider sehr oft nur herum ihr Simulator. Ja, gerade bei der Endeszene im Wald, wo man dann wirklich so sich so durchquetschen muss, da bin ich am Anfang null drauf gekommen, dass man sich da durchrobben kann, weil der normalerweise, er lauft, er bückt sich und robbt automatisch. Das war immer das große Problem. Und dann musste man der Stelle auf einmal nicht automatisch, sondern manuell robben. Und damit habe ich irgendwie großes Problem gehabt, das rauszufinden. Musste ich dann online gucken. Also manchmal gibt es ja einfach so Szenen bei Outlast 2. Trotz allem fand ich Outlast 2 von der Stimmung her und von der Umgebung, vom Setting, von dem ganzen Sekte-Scheiß her immens geil. Also das war richtig geil gemacht. So richtig geiler Anspielung auf Jim Jones. Und das, was der bei People's Temple gemacht hat und dann später Jonestown. Patientenkarte druckbereit. Einstellung für automatisches Drucken. Mhm. Kann ich damit interagieren oder so? Bitte erscheint jetzt keine Fratze oder so auf dem Bildschirm. Dankeschön. Was ist hier noch? Aha. 0153. Das ist, glaube ich, unser Code, oder? Oh ne, da war an dritter Stelle die 1. 0154. Das merken wir uns jetzt trotzdem mal. Oh ne. Ach scheiße, das müssen wir selber ändern. Okay. Mist, ich habe schon gedacht, wir hätten Glück. 320. Okay.
Probieren wir es nochmal. 3, 20. Komm schon. Das ist eine Uhr. Ja, darauf bin ich jetzt. Ach, guck mal. 3:20 Uhr. Okay. Das müsste eigentlich die Einstellung sein, oder? Aber wahrscheinlich AM und nicht PM, ne? Nett. Blutige Klamotte im Kühlschrank. Kann jeder Gebraucher. Und was haben wir hier noch Schickes? Aha. Judgment, alles klar. Was zur Hölle wird dann do gemacht? Das sieht aus, als würde man einem Hund einer runterholen. Okay, dann machen wir das auf 3 Uhr in der Nacht, ja. 3 Uhr AM. Aha. Schon passiert, schon passiert. Ich habe schon den AM geändert. Aha. Da haben wir nämlich noch so ein Gesicht Rian mit einer Kamera auf der Stirn. Mit so einem Kameraauge. Der Wojciech Piano. Alles klar. Ein Straßenprediger ist der von Beruf, okay. Und ist mit 33 schon gestorben. Ja, wen wundert's. Trophäe erhalten in Kupfer. Ausbruch. Okay. Was haben wir dann hier noch drin? Oh. Lüg uns nicht an. Ja, Mama muss schnell wieder zu. Sorry, Zeitverzögerung. Aber was, du musst dich doch nicht entschuldigen. Nicht, wenn du mir weiterhilfst. Dafür musst du dich garantiert nicht entschuldigen. Das passt schon. Kein Thema. Manchmal schnall ich halt schnell und manchmal schnall und schalt ich nicht gerade sehr schnell. Von daher, das liegt auch häufig an mir. Insofern, huch. Ah, da kann ich direkt hier in das Bürogebäude reingucken. Krass. Jetzt müsste es aber aufgehen, oder? Hier, ja. Kann ich hier rein? Hallo, Kamera. Die Nacht, in der sie sich kennengelernt haben, die war bestimmt magisch und voller Feenstaub. Gute Nacht. Bin gleich fort. War lustig und viel Spaß noch. Ja, dankeschön, Jonas, dass du überhaupt reingeguckt hast. Vor allem, als mein Stream jetzt gezwungenermaßen abgestürzt ist und dass du jetzt auch noch in den Wetter reingeguckt hast. Vielen, vielen Dank. Mach's gut. Schöne Nacht und schlaf gut. Mach's gut, Jonas. Okay. Okay, irgendeiner verreckt hier erbärmlich. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass es eine sehr magische Nacht war. Überall die Klederberge. Scheiße. Ja, manche sagen, ein Hauch von Feenstaub läge in der Luft. Bei Scorpion bedankt er sich. Mich beleidigt er nur unfair. Soll ich auch sagen, liebste Syldraka, vielen lieben Dank für all deine Hilfe. Du bist mein Engel, der mich leitet durch das dunkle Tal. Willst du sowas wirklich von mir hören? Ich glaub nicht. Okay, der geht schon automatisch auf. Ja, genau das. Ich sag ja, das willst du nicht von mir hören. Von daher, nicht nur sondern Kotzt der gerade wieder, der Typ? Ach, diese magischen Nächte, wenn man diesem Schwerverbrecher, Quatsch, wenn man dem Kriminelle hier die Glatze halten muss beim Kotzer. Das waren noch Zeiten. Na komm, ich renn jetzt einfach durch. Amir, is that you? Hast du mich gerade ernsthaft Engel genannt? Du hast den ekelhaften Sarkasmus-Unterton nicht rausgehört dabei? Oh Mann. Oh leck. Ja, also denn ihre Nächte scheinen immer nur durch Kotze und Heule geprägt zu sein. So Beziehungen wünscht man sich doch. Ups. Oh, jetzt ist hier natürlich abgesperrt. Und überall die Kleider. Die Wäschmaschine.
Also richtige Traumbeziehung hier bei deiner. Hier durch der oder durch den Schrank kommen wir auch nicht. Und viele Waschmaschinen, ja. Die leben auch länger mit Kalgon. So nebenbei. Huch, ihr wart mich rausgestummt. Ich befürchte, ich muss irgendwie durch einen Jumpscare hier nochmal durch. Amir, is that you? Jetzt geht die Scheiße wieder los. Also Wäschmaschine, Heuler und Kotzer. Das waren so deine eher Leitmotive, wie es aussieht. Und viel Schwabbelsicht. Ach du, damit hätten sie sich sehr gütlich getan. Mann. Okay, jetzt schwabbeln wir mal hier durch. Das ist immer selber. Immer dieselbe Endlosschleife, in der wir hier festsitzen. Home. Und er kommt immer wieder heim, Da gibt es immer wieder Weinaktionen. Ups. Einfach drauf vorbeigehen. Alter, renn. Hat so ein bisschen was von PT Silent Hill, oder? Wie juckend und zuckend die sich bewegt. Speichert wieder, okay. Boah, also die zwei, das Ehepaar ist jetzt schon ziemlich hart gewesen zum Synchronisieren, muss ich sagen. Sowohl der Amir war nicht gerade locker und Helena hier ist ziemlich heftig, muss ich sagen. Aber vielleicht deswegen geschuldet, weil sie Toti ist mittlerweile. Gabinet Lekarski. Merke ich mal. Ich versuche mal zu merken. Ja, bitte warten Sie, bis Sie dran sind. Gruselschalter, hallo? Ist da jemand? 896. 896. Mir gefällt's hier nicht. Da komme ich nicht rein. Da ist eh nur ein Klo. Kabinett Lekarski. Okay. Komme ich da durch? Muss ja irgendwie, oder? Hoch. Moment. 896 war dann da. Und hier ist der wieder aufgegangen. 896 ist der... Ne, der Beleg ist natürlich jetzt wieder weg mit der Nummer. Ich versuche mir 896 zu merken. Eventuell ist es der Code, der uns noch fehlt bei der beim Tattoo-Studio dann. Da komme ich eh nicht durch. Du heult mal wieder jemand ganz kräftig. Oh. Oh nee. Oh nee, Kind. Ach, bitte kreisch jetzt nicht oder so. Oder kriege Fratzen oder sowas. Is Mom gonna be alright? Alter, wer soll ich das wissen, du Jucke Zuckerkind? Sick. Must have a little faith. It's just hard to say. Oh Jesus. Das ist heftig hier. Oh, da ist noch ein Arzt. Not sure. Didn't you hear? This is great news. Let's take some more time to think. What is there to think about? You should be happy. Who says I'm not happy? Okay. Reizend, ganz reizend. Das gefällt mir so richtig gut hier. Und den ich sofort selber hier zur Behandlung gehe. Mit diesen juckenden und zuckenden Patienten. Das macht so viel Spaß hier. Scheiße. Da kann ich jetzt auch wieder nicht durch. Wie sieht's hier aus? Ah, je. Oh je. Sieht so ein bisschen aus wie beim Dr. Steinman in Bioshock. Oh, nett. Ist auch ein schönes Tattoo-Motiv, oder? Scheiße. Da ist nochmal die Tinte. Okay. Ah, nicht verkehrt. Ja, das ist das, was wir dann im Tattoo-Studio hatten. Wo wir überhaupt erst in die Reihe sind für zum Synchronisierer.
Wird noch interessant. Wird definitiv noch interessant. Okay. Ihr seid mittlerweile auch schweigsam, Woche, merke ich. Schwarze Tür. Oder schwarzes Loch. Da gehen wir natürlich immer gern rein, sowas. Okay, jetzt hat's schon Ambitionen von dem Tätowiererlader. Ja, lauter Ersatzdealer. Ist das wieder die Kunstbrust? Nee. Oh, nett. Du schon wieder. Alright, you can get up now. Just take it easy. Is it done? Congratulations. Oh, in sie rein sind. CT-72 internal data storage. Ja. Giving you an accelerant to make the tissue heal faster. Just keep that dressing on for the next couple of days. Okay. Are you sure they won't find it? It's got a built-in scrambler and a shielded frame. No external scanning equipment can penetrate it. Ghostware. Undetectable. Die Schlange ist cool. Ja, die hat schon was. Erinnert ein bisschen an Matrix, finde ich. An die mechanische Kreatur, die auch mit diesen Tentakeln laufen, ne? Die so durch die Gegend schwirren. Dotra erinnert mich das ein bisschen. Mag eventuell auch als Vorbild gedient haben. Von Sache kann man sich ja durchaus inspirieren lassen, das ist ja kein Thema. Da schwebt irgendwas magisch in der Luft rum. What is this? The hell did you do to yourself? Don't even Platsch. start. I did what I had to. It's about time someone around here showed some initiative. What's that supposed to mean? Okay, da komme ich ja durch. Don't know. Yay, deshalb ist es cool, genau. Jetzt sind wir wieder in einer verquere Welt vom Mietshaus drin. Oh, meine Fresse, aber geil gemacht ist das schon. Also, das muss ich den Leuten wirklich lassen. Die Entwickler machen es optisch anspruchsvoll, auch wenn es häufig mit Pixel und mit Störungen und so weiter arbeitet. Aber ich finde es optisch sehr anspruchsvoll und doch irgendwie auch ästhetisch. Es ist auf jeden Fall sehr geil fürs Gesamtkonzept. Das gefällt mir sehr, sehr gut, sowas. Und können wir jetzt weiter durch. Please, tell me again how useless I am. How I can't keep a job because no one will hire a fucking junkie ex-con. Ups. Und ich finde es halt auch hammergeil, dass wirklich jeder Charakter, mit dem wir jetzt synchronisieren, dass jeder so seine individuelle Sicht auf die Dinge hat, obwohl die alle eigentlich aus demselben Mietshaus sind, verarbeitet es anscheinend jeder in seiner Gedankenwelt natürlich anders und man merkt, dass wir es hier mit Individuen zu tun haben. Das war in Soma ja auch sehr cool. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. In Soma hat mir das auch sehr, sehr gut gefallen. Diese Störoptik. Soma generell ein ultra geiles Spiel. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, selber zu spielen. Sehr, sehr geiles Spiel. Und man kann so lang drüber diskutieren, über dieses, wann beginnt Menschsein. Die gut Biomasse. Die kennen wir ja noch vom Psychodoktor. Irgendwas greint wieder. Mark my words, that shit is gonna be the death of us. Scheint ein netter Bursche zu sein. Projektdatenbank. Vertraulich. Download. Okay. Wir können jetzt interagieren damit. Wird heruntergeladen. Abgeschlossen. Okay. Dann sind wir jetzt wieder in der Bürozelle. Okay. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich da hier renne. Ja, nicht viel. Oh, der Speckmann wieder. Aber ich glaube, erstmal sollte ich mich vom Speckmann verstecken. Oh, oh. Der sieht mich. Il Specco Grande. Der ist am Suche. Und ich sollte mich vor ihm verstecken. Bin ich zumindest mal der Meinung, weil ich glaube, sonst killt er uns. Oder ist in der Lage, uns zu killen. Da ist er. Ja.
Yeah. Igitt. Okay, er hat mir in your face gedreht. Das Spiel beendet. Okay, das war mir schon irgendwie klar. Na gut. Zum Glück können wir wieder an der Stelle starten. Du watschel darum. Irgendwas macht er da hier kaputt. Soll nicht mein Problem sein, was er da schafft. Das sind so Passagen, die liebe ich immer ganz besonders heiß und innig. Hide-and-Seek-Passage, sowas liebe ich jo abgöttisch. Geh bloß weg. Man merke den sarkastischen Unterton bei mir. Ich hasse es wie die Pest, sowas. Wenn man sich wirklich verstecken muss vor irgendwelche Kreaturen. Das finde ich persönlich ganz, ganz furchtbar. Vor allem, weil man immer so auf der Lauer und auf Hochspannung ist. Ich hoffe, er sieht mich hier nicht. Scheiße, der wird mich sehen. Ja, er wird mich sehen. Boah, scheiße, renn. Ja, er speckmannt. Verdammt doch mal. Und die Musik dazu noch. Du. Mann, also man kann wirklich nicht wegrennen. Nicht großartig. Ach so, Problem. Sowas mag ich nicht besonders. Bei Outlast hat man das Glück gehabt, dass man wenigstens auch Wegrennen gekannt hat. Und das mit relativem Erfolg. Während es hier doch unglaublich schwierig ist. Ich glaube, er hat mich gesehen, oder? Ich mag das Geräusch, was dieses Vieh macht. Das Pixelgeräusch. Ich weiß nicht, das klingt noch für mich irgendwie noch so 8-Bit-Sound von früher, ne? So, jetzt aber. Renn. Hoffentlich bin ich schneller als der Speckmann. Ja. Sieht gut aus. Sehr schön. Okay, jetzt haben wir es hier gepackt. Boah, da ist er wieder. Il Specco Grande. Eine wütet darum. Das soll er ruhig machen. Der 8-Bit-Sounderich. Okay. Dort durch. Gehst du da durch? Scheiße. Komme ich nicht durch. Okay. Mit seiner 8-Bit-Schreier. Klingt ein bisschen so noch abgestürzten Desktop-Speaker von früher. Oh, scheiße. Oh, shit. Hi, Vegas. Scheiße. Jetzt hat er mich ja wieder gekriegt. Autsch, jetzt geht's wieder auf die Schniss. Frag mich immer noch, was die Dinger in Wirklichkeit waren. Was dann? Was war? Das wird mich jetzt interessieren. Welche Dinger in Wirklichkeit waren. Okay. Der Klumper, der hockt in der Richtung rum. Bin immer gespannt, ob das eigentlich das ist, was aus der Biomasse dann wird, was wir bei einem kranken Arzt gesehen haben. Ja, schon irgendwie übel. Weil die Dinger sind schon heftig, hässlich und ekelhaft. Das Gesocks? Ja, welches Gesocks? Okay, das speichert wieder. Da komme ich irgendwie nicht durch. Habe ich das Gefühl, oder? Komme ich da durch? Ah, mit Schleiche komme ich durch. Sehr schön. Hui. Ist da jetzt auch wieder der Klumper dabei, oder? Oh, Mann. Der Mops Molly. Die Viecher. Ja, welche Viecher? Wo? Bei Layers, bei Layers of 4, sage ich Quatsch. Bei, Soma oder was? Was die Dinger in Wirklichkeit waren. Okay, du kannst jetzt wieder auf Download gehen. Gedrückt halte. Und... abgeschlossen. Okay, der Brocke ist wieder da. Irgendwo ballert er wieder in die Gegend rum. Und er rennt. Er haut mich gleich. Wetten wir? Ja. Okay.
blauäugige Pixeltyp. Welcher? Sorry, wenn ich jetzt gerade so fett auf dem Schlauch stehe, aber welcher blauäugige Pixeltyp jetzt? Im Spezieller jetzt bei Soma oder bei Observer hier, oder? Das ist ja der Ollen ihre Version. Ach so, wie sie das gesehen hat. Ach so. Ja klar. Dann ist natürlich interessant. Ja, der Speckmann. Danke, endlich sagt es mal jemand mit Worte, die ich auch benutze. Ja, genau. Wer das eigentlich ist. Ja, das wäre schon mal interessant zu wissen, wer das ist. Von daher wäre es eigentlich wirklich von Interesse, sich mit mehreren Leuten hier zu synchronisieren, um das aus verschiedener Sicht zu sehen, ob das eventuell auch dann bei anderen Leuten so ein Specki ist oder ob der bei anderen Leuten anders aussieht. Weil was der eigene Verstand verzerrt, das ist dann wieder stark individuell geprägt. Und Leute können ja gerade, was die Psychologie angeht, was ich hochinteressant finde, können Leute ja wirklich eigene Zerrbilder mit Negativumständen machen. Das heißt, wie das zum Beispiel bei Outlast 2, was man diesen eklige Zungendämon gehabt hat, der ein Zerrbild war von diesem Priester, von diesem ekliger. Ich hole mal hier nicht aus der Tiefkühltruhe, da ist es so schön kühl und angenehm. Und ist bestimmt der Filialleiter im Büro, genau. Ich finde es interessant, wie wirklich die Wahrnehmung von manchen Leuten Personen zu solche groteske Kreaturen verzerren. Hochinteressantes Fach in der Psychologie. Kann ich damit auch interagieren? Oh. Mein TV schaltet sich gleich ab. Ich habe wahrscheinlich zu lange PlayStation gespielt, deswegen war der Fernseher auch sehr lang Ah, du kannst wieder downloaden. Schnell, schnell, schnell. Schnell, lad runter. Ich höre ihn schon wieder in der Nähe rumwatscheln. Scheiße, jetzt muss ich nochmal von vorne. Abgeschlossen, okay. Gut, gut, gut. Ja, wahrscheinlich ist es entweder der Filialleiter oder der Typ, der ihr immer im Mitarbeiterkühlschrank die Sache wegfressen hat. Ach, das könnte ich mal vorstellen. Sowas assoziiert man auch mit solchen Monster. Ja, das ist die ganze Zeit wieder dieses Hide and Seek. Das ist schon recht ätzend. Und ziemlich auslaugend. Und an der Stelle wirklich nochmal vielen Dank, Vegas, dass du auch dabei bist. Es freut mich echt. Ich habe mich total drauf gefreut, dich wieder begrüßen zu dürfen hier. Und habe mich schon gefreut, ob du eventuell bei meinen Streams wieder dabei bist. Umso schöner finde ich es, dass du jetzt auch hier wieder dabei bist. Wirklich, vielen, vielen Dank. Da hinten ist jetzt wieder was. Irgend so ein Strudel hat sich hier gebildet. Okay. So, dann gehen wir mal hier. Und was passiert jetzt? Okay, es hat wieder gespeichert. Und ja, sollten uns von dem distanzieren. Oder? Okay, hier geht es wieder zu irgendeiner gruseligen Tür. Die ist abgesperrt. Okay. Immer der Spur noch, denke ich, oder? Okay. Okay. Das geht wieder in irgendwelche ekelhafte, gemeine Gefilde hier. Ach du Scheiße. Sieht aus wie ganz, ganz gruselige Heimaufnahme aus der 80er Jahre. Scheiße. Da hat aber jemand auch den Durchblick. Meine Fresse. Was ist denn das? Anna! Igitt! Das ist gerade sehr verstörend. Das sieht aus wie der Anfang von so einem... Ich will es ja gar nicht aussprechen. Igitt. Sehr verstörend. Äußerst verstörend. Ah, da ist wieder die Schlange. Okay. Die bewegt sich wieder weiter fort. In der Abfluss. Umgekehrtes Es. Bei Stephen Kings Es, bei der Verfilmung aus den 90er Jahren, war das ja einmal das Es aus dem Hahn bei dem Mädel, das Blut hochschießt. Ich bin so gespannt auf die Neuverfilmung nach wie vor.
Okay, jetzt haben wir das Wasser ausgemacht. Das wird wahrscheinlich irgendjemand nicht gefallen. Lass mich rote, der Speckmann mag das gar nicht. Ups. Okay, wir werden immer wieder hier geschleudert anscheinend. Und vergiss niemals, der Speckmann wohnt in einem Speckhaus. So wie diese Darmschlinge hier, gar köstlich. Und, wie sieht's hier aus? Da kommen wir auch nicht durch. Kakakiko köstlich. Dieses Fussellicht. Dieses wunderbare Ambiente. Das ist doch ein Zimmer-Apartment, in dem man gern wohnt, oder? Mann! Gemein! Gemein! Also, Syldraka, du kommst heute definitiv auf der Koste, mich leidet zu sehen und mich erschreckt zu sehen. Mann. Hör doch auf mit so einem Scheiß. So kannst du die Wohnung doch nicht wieder vermieten. Oh, Mann. Das ist doch gemein. Ja, komm, Tentakel. Dann nimm mich in deinen Bann. Autsch, autsch. Muss jetzt die ganze Zeit von Tentakel verprügelt werden? Du hast einen Stöpsel. Vielleicht sollte ich den Stöpsel ziehen. Bitte Kinder geweint. Das war schon in Layers of 4 grausam. Mit der Puppe. Ist das brutal. Kann ich nicht einfach hier durch die Bluttür? Natürlich muss ich dort hier, wo das Kind greint. War doch klar. Oh ne, ich muss nicht ins Sündenloch. Okay. Ach du Scheiße. Kann ich dann durch die Blut der? Natürlich nicht. Okay. Ich muss weiter hier Babygeräusche ertragen. Wie es aussieht. Ich glaube, jetzt ist so wieder der Zeitpunkt, wo ich mich am liebsten unter die Dusche schmeißen würde und vor und zurück wiege würde in Embryonalstellung. Scheiße. Gewitter, dünner Keitel. Kann ich dann hier irgendwas ziehen, benutzen oder so? Das Ding kann ich, okay. Alter, halt die Gosch. Was? Ekelhaft. Ach, Mann. Folgt mir das Ding jetzt, oder was? Nee. Und ihr seid wieder so still, Leute. Ich bin total mit meiner Gedanken alle. Oh, scheiß, doch die Wand, Das ist wieder abgeschlossen. Also ich glaube, ich wäre niemals in der Welt ein Observer, ohne Witz. Das muss der beschissenste Job der Welt sein. Okay, da ist wieder was. Das muss dort damit verbunden sein, irgendwie. Irgendein grünes Kabel oder so brauche ich wieder. Kann ich dich wieder abstöpseln, ja? Oh nein, gar fürchterlich. Ja, hier ist alles gar fürchterlich und schrecklich. Oh, jetzt hustet's. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Mir fällt nichts ein. Ja. Ja, mir fällt sehr viel ein und alles hat irgendwie mit in die Hose Scheiße zu tun. Oh, Mann. Also ich glaube echt, Observer muss der beschissenste Job hier in dem ganzen Land, in der ganzen Welt sein. Wenn man es die ganze Zeit mit so kranker Scheiße zu tun hat, da wärst du doch bestimmt nicht alt in dem Beruf, oder? Ich glaube, der Daniel Lazarski ist so irgendwie das Einzelbeispiel von einem älteren Mann, der den Job macht. Okay, also muss ich dich jetzt auch wieder mitnehmen, oder was? Alter, ist das gruselig alles. Alter, was gibt's da so saublöd zu lachen? Fucking creepy, alles miteinander hier. Okay, das ist das nächste. Ja, Alter, diese Kinder, das denke ich mir auch gerade. Einfach nur alles ist hier ein riesiges Alter. Und fucking creepy, alles miteinander hier.
Oh, und gerade wenn dann so Kinderlaute noch dabei sind, das ist scheiß gruselig. Oh Mann. Aber hier komme ich noch nicht durch. Das heißt, ich muss das Ding weiter mit mir zerren. Oder? Oh Mann. Naja, bevor er in den Köpfen von Sterbenden und Toten rumgehüpft ist, waren die Visionen ja noch ganz okay. Richtig, ja. Das von der Lebende, das ging ja noch irgendwie. Dann der Sterbende, der war schon ziemlich hinüber und die Tote, die ist doch recht am Arsch. Können wir da runterklettern? Warte mal. Scheiße, wo ist denn jetzt mein Fusselding? Da ist er doch. Da unten, da kann man es doch bestimmt rein, oder? Nee. Oh, und das Lachen, das macht mich so fett nervös gerade alles. Es ist eklig. Gott. Alles so immens hassenswert. Ich bin etwas neidisch, wenn ich ein Spiel etwas als nicht real dargestellt wird. So wie hier im Kopf. Wieso dann? Wieso bist du dann nur neidisch? Also auf so Gedankewelt wäre ich nicht neidisch. Das finde ich echt gruselig. Wenn es tatsächlich in manche Leute so tickt im Kopf, das ist schon gruselig. Finde ich persönlich. Oh Mann. Jetzt hustet es auch noch wie blöd. Okay, die Kamera. Oh Mann, halt doch einfach die Schniss. Mal das hier reinstecken. Geht's dann hier auch auf. Okay. Ah, okay. Na dann. Gott im Himmel. Ups, nee, da wäre ich wieder rausgeschmissen. Lass mich nicht allein. Okay, dann muss ich wirklich mitnehmen. Und da geht's da lang. Und ist da damit verbunden. Ja, okay. Aha, da hängt was davor. Da hängt ein Kabel davor. Ich bin neidisch drauf, dass du es gruselig findest. Ach so. Okay, ich hätte gedacht, du wärst auf die Gedankewelt hier neidisch. Ich glaube, das ist nichts, worauf man neidisch sein kann. Alter, fuck. Oh, Mann. Und warum findest du das nicht gruselig? Ohne Witz, sich vorzustellen, dass man gerade in einem frisch Verstorbenen drin ist und die letzte Dinger, zu denen der mit seinem Sterbenden hier noch fähig ist, ist das, was wir hier gerade sehen. Also das finde ich schon ziemlich gruselig, die Vorstellung. Dass so viele Synapsen jetzt gerade verquerlaufen und am Absterben sind, dass das wirklich nur zu so einem Brei hier fähig ist. Also das finde ich schon ziemlich gruselig. Das Baby ist, ja, nervig, aber ich habe immer noch so leicht die Gänsehaut von alledem. Ich finde es schon ziemlich eklig hier gerade. Und ich finde es auch total unangenehm und mag hier einfach nur raus, um ehrlich zu sein. Oh, ich finde es dermaßen unangenehm, aber eben weil es unangenehm ist auch mein Verstand ein bisschen geblockt. Und ich kann nämlich so klar denken wie sonst. Das ist keine echte Gefahr. Da geht mein Gruselfeeling flöten. Echt? Ich finde einfach den ganzen Umstand, wie gesagt, dass man gerade im Kopf von einer Tote ist, die ermordet wurde und dass man einfach dass man hier recherchieren mag und diese Recherche eben dermaßen breiig und schwammig verläuft, das finde ich schon ziemlich gruselig. Also ich finde es heftig, wirklich. Es ist jetzt nichts, was ich sage, okay, das ist jetzt das Übelste, das ist die größtübelste Scheiße, die möglich ist, aber es ist doch schon unangenehm, es ist kräftig unangenehm hier.
So, jetzt gucken wir gerade nochmal hier rein. Du können wir jetzt auch nicht durch. Schade. Habe jetzt auch nichts gefunden, wo ich das Ding reinstecken kann. Leider schon. So toll ich die Spiele auch finde, fand ich auch Layers of 4 nicht gruselig. Echt? Also gerade Layers of 4 fand ich von der Atmosphäre ja so richtig... Wow. Das war so richtiger Abfuck, fand ich. Gerade weil man halt einen Typ mit paranoider Schizophrenie spielt. Das ist schon saumäßig heftig. Und das Ding kann ich nicht drücken oder so? Nee, echt nicht? Schade. Seltsam, ach. Oh, jetzt habe ich gerade wieder einen Hänger. Ich weiß nicht, wie es weitergeht gerade. Da komme ich nämlich nicht durch. Jetzt weiß ich echt nicht, wie es gerade weitergehen soll. Vor allem diesen ekligen Bildschirm hier, wie so ein Ballon mit sich rumzutragen, finde ich schon etwas creepy. Ich weiß aber echt nicht, wie ich jetzt weiterkomme noch. Oh, das Husch, das ist auch ziemlich ekelhaft. Ja, wie komme ich dann hier? Da komme ich auch nicht durch. Wo habe ich denn jetzt meinen Ballon? Wo ist denn jetzt mein Ballon? Wo habe ich ihn dann abgelegt? Da ist eins. Okay. Wo habe ich denn jetzt meinen Spielkamerad hier gelegt? Der ist fort. Okay. Ist nicht gruselig, ist vielleicht übertrieben, aber es ist unterschiedlich zu manchen Spielen. Okay. Okay, jetzt habe ich zumindest den Andockplatz gefunden. Aber ich glaube, die sollten mich hier nochmal rausschmeißen, dass ich hier wieder durchkomme. Ich weiß nämlich nicht, wo ich mein Spielzeug hier gelegt habe. Da ist es jetzt wieder. Okay, don't leave me. Ja, habe ich nicht vor. Habe ich nicht mehr vor. Ja, wo bist du dann? Wo kann ich dich dann nehmen, Mann? Okay, jetzt stört diese Pixelsicht gerade immens. Ah, scheiße. Westchest, Alter, hast du voll viel Abonnenten. Habe ich das? Ich weiß nicht, ob ich so viele habe. Bei 98 war es das letzte Mal, als ich hier geguckt habe. Also jetzt stört diese gerade immens. Komm. Wie kriege ich dich denn jetzt wieder weg, du dappisches Ding? Wo ist dann seine Schnur, wo ich ihn dran mitgenommen habe? Ich weiß jetzt nämlich nicht mehr, wo ich ihn reinstöpseln kann. Wo ist er dann? Ich weiß jetzt nämlich wieder, wo ich ihn reinstöpseln kann. Oder ich habe es jetzt rausgefunden, wo ich ihn reinstöpseln kann. Also gerade PT empfand ich als so gruselig, dass ich es nicht allein spielen konnte, obwohl ich es schon mehrmals gesehen habe. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. PT Silent Hill ist fucking gruselig. Wirklich. Verdammt fucking gruselig. So, da muss ich dich reinstöpseln, aber du bist mal abhanden gekommen. Jetzt noch einmal. Da hängt das Ding in der Luft. Aber ich kann es nämlich greifen. Das ist das Problem. Scheiße. Spaß, Digga. Bin YouTuber mit 1000 Abonnenten, streame gerade. Willst du jemand grüßen? Wen will ich dann grüßen? Gute Frage. Ich würde sagen, ich grüße alle Leute, die mich kennen, alle Leute aus dem Love, alle Leute von der Familie und ich grüße jeden, der mich sonst über Let's Plays und über andere Sachen kennt. Okay, wie komme ich ja jetzt hier noch weiter? Verdammt nochmal, jetzt habe ich das Ding wieder gefunden, aber ich weiß nicht mehr, wo ich es ausstöpseln kann oder wo es sein Vater rumschwirrt. Das ist jetzt sehr nervtötend. Grüße gehen raus. Dankeschön. Wirst ein guter YouTuber, ja, das hoffe ich doch, das hoffe ich doch. Ach ja. Like, Abo hast du. Vielen, vielen Dank, dann müsstest du Nummer 99 sein. Vielen lieben Dank dir für Like und für Abo. Dankeschön. So, jetzt bin ich aber immer noch am Überlegen, wie ich an meinen mechanischen Ballon hier wieder dran komme. Verdammtes Ding. Die ganze Zeit habe ich nur mit mir rumgetragen. Laterne, Laterne und so weiter. Sonne, Mond und Sterne und Pipapo. Und jetzt fliegt dieses Scheißding irgendwo im Nirvana rum. Und ich krieg's nämlich gegriffen. Da. Dich will ich.
Du blödes Ding. So. Komm schon. Vielleicht soll ich auch mal Streams aufmachen und draufgehen. Drauf hoffen, dass großer Streamer vorbeischaut. Ja, das ist definitiv nicht schlecht. Ist definitiv nicht schlecht. Ich habe hier immer noch irgendwie so die Hoffnung, dass Gronkh irgendwann mal einfach reinguckt. Einfach nur Gronkh. Das wäre natürlich der absolute Overkill, wenn er einfach mal reingucken würde. Das wäre sehr geil. Okay, komm schon. Verdammt nochmal, komm schon. Du blödes Ding. Komm schon. Jetzt so, ja Mann, jetzt wollen sie mich echt verarschen. Jetzt zuckelt dieses Ding hier im Nirvana rum und ich krieg's nämlich gegriffen. Und ich krieg den Mist hier nämlich raus. Ey, das ist auch gerade ein immenser Fehler im Spiel gerade. Das Ding bewegt sich nicht. Und das jockelt hier in der Gegend rum. Scheiße. Jetzt bin ich gerade wirklich in einer fiese Situation hier im Spiel gelandet. Wo ich das Ding nämlich unter Kontrolle krieg. Scheiße. Das ist bitter. Das ist echt bitter. Haben wir die Möglichkeit hier nochmal... Nee. Ja. Abschnitt neu starten. Genau. Dodo noch habe ich gerade gesucht. Aber das gibt's anscheinend hier nicht. Das Ding zuckelt hier rum. Und ich krieg's nicht gefasst, weil es die ganze Zeit in der Gegend rumjockelt. Das ist gemein, ja. Ich mag Abbrecher, ich mag das Gebiet nochmal neu laden. Scheiße war's. Fortfahren. Sorry, Leute. Ist manchmal echt so. Und ja, das Ding hat sich tatsächlich übel festgebackt. Weil wenn das Teil nicht mehr greifbar ist, kann ich es ja auch nicht mehr in die Wand reinstecken. Das ist halt das scheiß Problem. Aber kriegen wir alles in den Griff. Jetzt mag ich gerade mal gucken, ob ich tatsächlich jetzt bei 99 Abos bin. Einfach mal checken. Und die Stunde der Wahrheit sagt 98 Abonnenten. Das sagt die Stunde der Wahrheit. Okay, jetzt gehen wir wieder hier rein. Und weiter geht's. Oh toll, wir starten hier wieder. Na klasse. Na großartig. Schön, dass die Stelle auch überhaupt nicht verbuggt war oder so. Also das ist wirklich so ein so Ding, was in dem Spiel nicht funktioniert. Oder manchmal nicht funktioniert. Das ist halt etwas schade. Jetzt kommt wieder der Krischer, ne? Gleich. Ja. Zum Gespräch vorne dran. Also ich bin ja gar kein Gronkh-Zuschauer. Aber netter Typ, mit dem könnte ich gut zocken. Ich mag ihn eigentlich echt sehr gern. Das ist ein saucooler Typ. Er ist sehr spontan, auch mit seiner Kommentare. Ihm fallen immer sehr spontan, sehr lustige Sachen ein. Das mag ich, das schätze ich sehr an Leute. Jetzt kommt wieder der Fleischklumpen. Das schätze ich sehr an Leute, wenn die spontan so lustige Kommentare fähig sind. Und ich mag seine Art einfach. Und er hat eine sehr angenehme Stimme vor allem auch. Von daher, es wäre schön. Also es ist wahrscheinlich nur ein dummer Traum. Aber es wäre irgendwie schön, wenn der einfach mal reinkommen und reingucken wird. Weil es ist echt ein cooler Typ. Und er ist die absolute Koryphäe auf dem Gebiet, finde ich. Gronkh ist einfach ein cooler Typ. Komm schon. Autsch, autsch. Jetzt werde ich wieder von den Tentakel verprügelt. Und jetzt wieder reingezogen. Njam, 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 njam. Komm schon rein. Gitt. Ja, dieser Westcast-Typ scheint voll der Lappen zu sein. 1000 Abonnenten, aber nur 4 Videos auf dem Kanal. Und absolut keine Rechtschreibung. Ja, großartig. Ja, Maulhuren, die findet man halt immer wieder. Das ist halt so ein Problem. Ja, ist nicht ganz mein Humor, aber der berühmtesten gucke ich immer mehr die Bekloppten. Ja. Und bei den berühmteren gucke ich mehr die Bekloppten. Okay. Ja, komm schon. Attacke. Geh schon durch. Es sind nur Tentakeln. Hopp, das packst du. Na, ich geht. Futteivel, ich weiß, du bin ich auch nicht gern durch, aber ich geht. Pfui. So. Jetzt kommt das Ding wieder. Jetzt wird das Teil wieder getriggert.
Oh Mann, ich habe keinen Bock drauf, aber ich weiß jetzt, wie es geht. So und so. Und ich weiß vor allem, dass mir hier kein Unbill droht. Moment. Ich stecke dich erstmal wieder sicher rein. Da kann ich nämlich hier die der öffnen und kann ich mitnehmen. Hand of Blood oder unter den englischen H20 Delirious und Markiplier. Okay, die kenne ich gar nicht. Ich muss aber auch sagen, ich bin auch keiner, der PewDiePie guckt, weil den Typ kann ich überhaupt nicht ausstehen. Der ist mir viel zu schrill, der ist mir viel zu laut, der ist mir viel zu... Ach, überdreht. Ich mag den Kerl einfach nicht. Hand of Blood ist witzig, den kenne ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Nee, der sagt mir wirklich nichts. Hand of Blood sagt mir leider nichts. So, jetzt nehme ich dich wieder und noch reite mit dir. Und dann war das so. Und da konnte ich dann durchgehen, ne, mit dir. Oder wie war das nochmal? Irgendwie so in der Art. Ja, PewDiePie mag ich auch nicht. Und Markiplier sind auch Welten dazwischen. Ja, die Mark kenne ich gar nicht. Den Mensch kenne ich nicht. Der sagt mir nichts. Vor allem die FNAF Let's Plays. FNAF, okay. Hand of Blood ist ein deutscher YouTuber, okay. Den kenne ich nicht. Vielleicht auch Morai gucke. Aber ich weiß nicht, das erste, wo ich halt immer gucke bei großen YouTuber, ist und bleibt halt einfach Gronkh. Weil Gronkh ist halt die Marke, finde ich schon. Five Nights at Freddy's. Okay, den kenne ich gar nicht. Kenne ich auch nicht. Ach, es gibt noch so viel, was ich nicht kenne. So, jetzt schmier mal den Lappe aber hier wieder rein. Wie war dann das nochmal? Genau, dann war hier off. Aber dann lande ich hier wieder bei dem Ding. Das heißt, das muss dann doch wieder mit. Dann geht's aber hier zu. Ist ein Spiel, ja. Ach, Moment. Five Nights at Freddy's. Ist das dann das mit diesen Kuscheltieren, mit diesen 1000 Jumpscares? Das sind relativ simple Spiele, aber mit einer super creepy Backstory. Ist das nicht mit diesen super gruseligen Jumpscares, mit diesen Achterbahnen oder sowas? Dort nämlich mein Cousin, der gute Rank Gerber, du kennst ihn, hat mir nämlich gesagt, das sollte ich doch auch mal Let's Player. Damit hätte ich bestimmt meinen Spaß. Oh Mann. Und ich habe das gesehen, habe mir das tatsächlich mal angeguckt und habe mir dann persönlich gedacht, ne, ums Verrecken, da bringt mich echt keine Sau dazu, sowas zu Let's Player. Mit Animatronics, genau. Dann weiß ich Bescheid, was das ist, ja. Dann kenne ich das wirklich. Ich hab's mir ganz kurz angeguckt und es war mir echt schon zu viel. Es war mir wirklich zu viel, der ganze Scheiß. Und deswegen... Oh nee, das wäre so etwas, was ich ums Verrecken nicht spielen würde. Wirklich nicht. So, wie war denn das hier nochmal, dass ich da durchkomme? So. Und... Ach Gott, ich weiß es echt schon irgendwie, wie das war. Gibt's aber nicht auf der PS4. Ja, das müsste ich dann über der PC tatsächlich spielen. Wie war dann das nochmal? Komme ich dann so durch? Und dann war hier irgendwas löser, genau. So. Genau, jetzt kann ich nämlich so öffnen und kann so wieder zu meinem Ding. Okay. Dann das Ding wieder mitnehmen. Alter, mach nicht so eklige Babygeräusche. So, du hängst. Okay, jetzt macht's Huschtgeräusche. Das ist nicht gerade besser. Warum habe ich dich jetzt hier wieder liegen lassen? Oder komme ich jetzt... Okay, so komme ich immer noch nicht durch. Aber so komme ich durch. So. Yes, ist erleidet. Also das Synchronisiere mit einer Person, um do dann durch den Gedankenstrom durchzukommen, das dauert als echt ewig, habe ich das Gefühl. Meine Fresse. Aber ja, Five Nights at Freddy's, das würde ich mir wahrscheinlich echt nicht antun. Ohne Witz. So, jetzt kann ich ja das Ding durch bedienen. Ah, da muss ich halten. Und... Mehr ein Spiel für den Schocker. Hat zwar Backstory, aber man versucht einfach nur zu überleben. Ja. Oh Mann, jetzt greint das Ding, weil es kaputt ist. Alter, du Kotze-Ding.
Und das hier, das geht nicht auf. So, jetzt sind wir wieder im Gebiet der neuen Jumpscares angekommen, glaube ich. Ab jetzt kann ich wieder überrascht werden, was da kommt. Gut, der ist abgeschmiert, das war's. Da muss ich wohl der Linie hier folgen. Ja, es gibt auch so Dinger, die sind auch mir zu heftig. Und du siehst auch nicht, das zu Let's Player, ohne Witz. Okay. Backstory ist sehr obskur und echt blutig böse. Okay. Also als Let's Play bei anderen Leuten gucke gern, aber ich glaube, ich selber würde das echt nicht machen. Und das Arch sieht ein bisschen gruseliger aus als die anderen, die wir so bisher so gesehen haben. Wenn du aber mal was Ähnliches spielen willst, also nur Überleben mit Schockern, dann spiel mal Emily Wants to Play. Oh Gott, das klingt doch irgend so ein Psycho-Mädel-Spiel. Ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Okay, jetzt sind wir bei dem Kabelsalat. Ah, da ist dann der letzte Download, nämlich auch. Was ist dann Emily Wants to Play? Aber es klingt nur so Psycho-Mädchen-Schocker. Okay, jetzt sind wir wieder dort in dem Raum. Da müsste jetzt die Gittertür aufgehen. Ah ja. Das Ding geht jetzt auch wieder. Und es sind die gruselige 80er-Jahre-Dinger drauf. Oder Spooky House of Jumpscares. Ja, wenn schon etwas Jumpscare im Namen hat, ist das etwas, was ich nicht gern spielen würde. Okay, jetzt ist das Ding 8 zugeknallt. Also, in die Buchse. Da bist du in einem Haus und spielst Kinderspiele mit Puppen, die dich bei Niederlage erschrecken. Emily Wants to Play ist nice. Nice, ach wieder. Da haben wir das wieder. Sorry Vegas, das kannst du gar nicht wissen. Beim ersten Stream heute, den wir gestartet haben, habe ich sehr meine Abneigung gegenüber dem Wort nice zum Ausdruck gebracht. Oh yes, jetzt werde ich hier ständig überwacht, okay. Aber das klingt ziemlich übel, dieses Emily Wants to Play. Okay, was ist jetzt? Oh. Ein nice Wong der Spieligkeit her. Hallo, was ist denn jetzt wieder kaputt? Okay. Sind wir jetzt sie oder was? Sieht so aus, oder? Okay, dann rennen wir doch mal. Zum Beispiel rotes Licht, grünes Licht, wenn du nicht auf die Puppe schaust, läuft sie zu dir und gibt dir einen Jumpscare. Alter, wie widerlich. Ich glaube, auf sowas kann ich echt verzichten. Also, Let's Play würde ich sowas echt nicht, weil ich bin der absolute Schisser bei Jumpscares. High-Kra bzw. Adventure Lost Place. Freut mich, dass du es auch nochmal hergepackt hast. So kurz vor Mitternacht. Finde ich echt schön. Freut mich, dass es wirklich so viele Bekannte hier nochmal herschaffen in meinen Livestream. Ganz großes Kino. Vielen, vielen lieben Dank an alle, die mir zuschauen. Ups. Ups, da hat mich wohl jemand entdeckt. Also einfach nur stur geradeaus rennen ist wohl nicht. Aber das ist lustig. Das zu gucken oder wenn ich das Let's Player würde? Weil, wie gesagt, das wäre mir, glaube ich, echt zu arg. Ich habe dafür nämlich die Pumpe und nämlich die Ausdauer, um so Spiele zu zocken. Oh, scheiße. Oh, Mann. Ich muss mich ja hier als noch strecken. Dass es mal nicht ins Kreuz fährt. Weil die ganze Zeit so nach vorne gebeugt zu hocke und zu spiele, das ist etwas, was schon ganz schön gewaltig aufs Kreuz geht. So. Vorsichtig. Scheiße. Klaro, bin schweißgebadet aus dem Schlaf erwacht. Ich wusste, ich hatte etwas vergessen, dann kam es mir. Den Yankee. Und, och Mensch, wenn ich jetzt schon am Anfang erwischt werde, dann hört's doch schon auf. Und nee, ich werd's definitiv nicht Let's Player. Ey, nee, ich sag's jetzt nicht. Wie du es findest, mich leidet so sehr.
Aber es scheint dir wohl wirklich sehr großes Vergnügen zu bereiten. Mich leidet zu sehr. Du musst dich im Feld ducken. Muss ich das? Okay. Na gut, dann mache ich das. Das hat ja sehr viel gebraucht. Das hat richtig viel gebraucht. Oh, aber okay. Aber ich gucke mal bei dir sehr gerne an, Scorpion, wenn du eventuell Emily Wants to Play oder Five Nights at Freddy's Let's Playst. Ich guck mal's auch bei dir. Das ist nicht das Ding, wirklich. Hopp, zurück. Och Mensch. Nicht bewegen, wenn die Dinger drüber sind. Ja, okay. Probieren wir es mal auf deine Art. Na gut. Na gut. Probieren wir es nochmal. On. Ja. Das ist nix. Gut. Einfach nicht bewege. Theoretisch ja, aber ich kenne das Spiel schon in- und auswendig durch Let's Plays. Ach, das macht doch nichts. Das macht doch nichts. Jumpscares sind doch immer wieder lustig bei Leuten. Vor allem, wenn es nicht ich bin. Vor allem, wenn nicht ich derjenige bin, der sich zu Tod erschreckt. Okay. Hört doch nur mal die Musik, die sind von Grund auf böse. Okay, langsam. On. Geronimo, komm. Renn. Sehr schön. Und... Okay, Daylight. Oh ja, Daylight ist ach gemein. Habe ich bei Gronk gesehen. Ziemlich heftig. Wer war das im Hintergrund? Deine Frau? Nö. Ich habe auch niemanden im Hintergrund hier gehört. Und ich habe keine Frau, ich habe keine Freundin, ich bin allein auf dieser Welt. Okay, jetzt haben wir das auch noch gemacht. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Komm schon. Zumindest wird gespeichert. Auf ewig, ja, so wie es aussieht schon. Da war aber gerade jemand. Okay, das kann sein, ich habe es auf jeden Fall nicht gehört. Ach, das kennst du. Da gibt's auch auf PS4. Das habe ich schon länger auf der PS4, zusammen mit vielen anderen. Okay. Welches jetzt? Was Menschen Scorpion? Jetzt bin ich hier voll in die Sackgasse gerannt. Okay. So. Okay, es schnauft wieder kräftig. Ach so, Daylight. Okay. Ja, Daylight kenne ich. Wie gesagt, das habe ich bei Gronk gesehen damals als Let's Play. War... Manometer. War saumäßig komisch. Ja, es kann mal passieren, dass Leute in die Gegend rumrennen, oder? Nee, aber ich habe wirklich nichts gehört. Von daher. Keine Ahnung. Ja, Daylight habe ich, wie gesagt, bei Gronk gesehen. Ist ein sehr witziges Let's Play bei ihm gewesen. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil er schon wieder die ganze Zeit wegen der Alter vollkommen durchdreht. Das ist großartig. Das ist echte Let's Play, was auch wirklich sehr sehenswert ist. Okay. Ups. Irgendwas ist gerade in ihm gestorben anscheinend. Und es ist noch lange nicht tot. Ich weiß jetzt nicht, wo lang ich jetzt muss. Der wohnt ja noch mit anderen im Haus. Ja, Eva. Da sind ja noch ein paar andere dabei. Ey, hör auf.
Ach ja, die Daylight-Oma, genau. War ein Spaß. Dachte, das kann niemand sein. Und du bist schon... Und du bekommst einen Schock. Ach was, ach was. Bei sowas kriege ich keinen Schock. Ich weiß, dass die Tür verschlossen ist, also mir kann keiner in die Rückerei rennen oder so. So, dann hier durch. Von daher, mein Rücken ist geschützt. Oh Mann. Ups. Und... Nichts. Im Westen nichts Neues. Manometer, das ist ja wie durch ein Labyrinth durch. Die Zimmer 104. So, da sind wir richtig. Ja, jetzt wird das Ganze Backstab. Ja, genau, das kann mir nicht passieren. Die der ist abgeschlossen. Jetzt sind wir wieder in ihrer Vertrete-Version. Mit einer Balliste, genau. Ach du Scheiße, was ist dann das? Ach du Scheiße. Oh. Aber umso komischer, dass da jemand gewesen wäre, wenn der verschlossen ist, ja. Eigentlich gar nicht so komisch, weil hinter dem Zimmer verläuft ein Gang. Und insofern, das ist schon in Ordnung. Also wenn da jemand rumlaufen würde, wäre in Ordnung, weil eben dort ein Gang ist. Okay, jetzt wird's richtig übel. Irgend so ein Mutante, Wolf, was auch immer, hat er an mir zerfetzt und sie hat's gesehen. Und jetzt sind wir bei der richtig interessante Erinnerungen von ihr. Den Schampel von ihrer Arbeit haben wir jetzt aussortiert. Und jetzt kommt das, was wirklich wichtig ist. Wer ihren Freund abgemurkst hat. Und es war wohl irgendeine üble Hybridkreatur. Wow. Scheiße. Alter Falter, das ist aber richtig heftig animiert. Wow, jetzt geht's den Keller runter, ne? Runter in den Keller vom Gebäude. Schätze ich jetzt mal, ne? Jetzt vermischt sich das noch mit anderer Vertretererinnerungen. Alter. Ich habe dir mal was geschickt bezüglich FNAF und Markiplier. Okay, schön, danke dir. Danke dir, mein Liebi. Okay, hier ist anscheinend nichts weiteres mehr von Interesse. Ah, der Tattoo-Shop wieder. Und diese eklige... Okay, das ist eine Taube, gigantische, okay. Krass. Jetzt wieder ihr verzerrt die Wohnung. Taube oder was? Ja, noch ein paar taube Kadaver. Ach du Scheiße, Mann. Sehen wir jetzt auch noch... Upsala. Sehen wir jetzt auch noch, wie sie ermordet wird. Snuff Best of. Okay, Snuff. FNAF Best of. Nicht Snuff Best of. Als würde das Chaos von einem Besitz ergreifen. Ja, das ist schon ziemlich heftig hier. Also es dreht zum Schluss echt nochmal auf. Und es kann sein, dass wir jetzt ihren Mord sehen. 3615. Okay, jetzt haben wir den Code. 3615. Ups. Der Jumpscare war jetzt gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlimm. 3615. Der passt auch wirklich, weil die Ends haben wir doch nochmal lokalisiert. Ja, und jetzt erstmal so Dingschlucker. Okay. Boah, das ist jetzt gerade sehr stark, ja. Slanesh in diesem Fall. Spielst du Warhammer? Ja, frag das mal Syltra K. Die liebt Warhammer. Ich selber habe auch gern früher Tabletop Warhammer gespielt. 3615. Ja.
Let's give it a shot. 3, 6, 1, 5. Nope, Slaanesh ist anders. Okay. Ups, jetzt geht's hier weiter. Fallprotokoll aktualisiert. Ich würde sagen, das ist 10. Wobei die Tentakeln und so aus der Wand spricht auch so ein bisschen für Slaanesh, ne? Okay. Ich bin auch so im Alter zwischen 10 und 15. Hast du auch Tabletop gespielt? Ja. Zweite Edition nehme ich an, das war nämlich noch echte RPG-Tabletop, genau. Wir hatten doch noch wirklich richtig geiles RPG noch mit dazu und Schlachter halt. Das hat sehr viel Spaß gemacht früher. Okay. Ja, aber der Wahnsinn. Okay. Wie hieß dann nochmal der bei der Elder Scrolls? Dieser Detra-Fürst. Dieser Detra-Fürst des Wahnsinns. Wie hieß dann der nochmal? Okay, durchsuche den versteckten Raum. Jetzt fange ich an, langsam müde zu werden. Ich konnte einen versteckten Raum öffnen. Jetzt bin ich soweit gekommen, da kann ich auch nachsehen, wohin er führt. Okay. Ich bemale derzeit Chaoszwerge. Ja, das ist cool. Hot was. Definitiv. Nett. Also meine Lieblingsarmee früher waren eigentlich immer die Orks, muss ich echt gestehen. Ich habe Orks gehabt und ich habe Echsenmenschen gehabt. Fand ich sehr, sehr cool. Okay, jetzt speichert's hier. Und bin immer gespannt, ob man die Kreatur finden. Oh, du scheinst jetzt wirklich zum Keller zu gehen. Warten wir mal ganz, ganz kurz, ihr liebe Leute. Ich habe nämlich echt so kleines Problem irgendwie mit meinem Popschutz. So. Ja, der war mir etwas zu locker. Und hat so komisch am Mikrofon kanke. So, jetzt ist das nämlich auch wieder fest. So, wusstest du, dass Warhammer Fantasy nimmer gibt? Nee, leider nicht. Leider wusste ich das nicht. Auf der anderen Seite, ich war glücklicher, als ich gedacht habe, es gibt's noch. Da haben wir noch einen C-Klasse-Bürger, den ich jetzt nicht lesen kann. Kam erst eine Erweiterung dazu, ja? Weil ich habe echt Age of Sigmar. Weil ich habe auch noch so im Kopf gehabt, dass es das eigentlich noch gibt. Habe mich aber halt auch schon ewig nie wieder mit beschäftigt, mit Warhammer Tabletop. Slaanesh gibt es jetzt in Fantasy nicht mehr, okay? Ah, da kann ich drücken. So. Okay, wo landen wir hier? A surgical chop shop. Just what we need. Genau. Das war das, was wir in ihrer Fantasie, in ihrer Erinnerung auch gesehen haben. So, da haben wir noch so eine Karte. Da kann ich auch wieder nichts lesen von dem. Das sah ein bisschen aus wie der Daniel Craig, der Typ. Okay. Was finden wir dann hier noch Schönes? Nur ein paar Arme. Und was höchst Illegales hier. Bin ich mal gespannt, was das alles mit dem Adam dann, mit seinem Sohn zu tun hat. Chaos hat gesiegt, ja, die Skaven sich ihnen angeschlossen und alle alten Völker fast ausgerottet haben. Wahrscheinlich gibt es dann die Echsenmenschen auch nicht mehr, ne? Low Power. Okay. Da muss ich wahrscheinlich erstmal den Stecker wieder reinsetzen. Schade eigentlich, weil die Echsenmenschen, die mochte ich. Fand ich eigentlich echt eine sehr coole Rasse. Wo ist dann der Stecker? Die Stecker verschwinden hier, okay. Heieiei. Oh. Man merkt, ich werde müde. Das zehrt wirklich an meiner Kraft hier.
die Streams. Hätte ich nicht gedacht. Da haben wir noch eins. Das einzige alte Volk, die den Elder alles dann beigebracht hat. Okay. Ich auch, aber ich bevorzuge grundsätzlich nicht menschliche Armeen. Ja, ist schon ziemlich cool. Ich mag vor allem nicht, Imperium kann ich überhaupt nicht ausstehen. Und, nee, ist einfach nicht meins. Ups. Ups. Alter, das war, glaube ich, das Monster. Fantasy und 40k hängen in der Lore nicht zusammen. Okay. Also Breton und Imperium sind etwas, was ich eigentlich nicht so gern mag. Aber krasser Scheiß, habt ihr das Monster gesehen mit seinem Shutter? Alter Falter. Oh, metallische Aare. Gucken wir uns mal gleich an. There is a guy waiting for you. Ne. 102. Augenprothese. Okay, gebraucht. Entsorgung empfohlen. Oh ja. Das da? Rekorder. Mhm. This place is a fucking slaughter. Automatische Säge, ja. Scheiße. Okay. Das kann ich mit Nimi angucken. Da oben ist noch irgendwas. Zum Identifizierer. Looks sturdy enough. Tragbare Winde, okay. Mit menschlich meine ich auch alles, was wie Menschen aussieht. Elfen, Vampire, Zwerge, Orks, okay. Okay. So, tragbare Winde. Was kann man jetzt so damit machen? Mit dem Ding? Das ist jetzt die Frucht. Ich habe keine Ahnung, was wir mit dem Ding machen können. So. Bei dem Warhammer-Gespräch halte ich mich jetzt einfach mal ein bisschen raus, weil du bin ich wirklich nicht gut genug informiert. This will help me decrypt the figurine. Okay. Textprotokolle. Trophäe erhalten in Silber. List of subject. Code 38 R3AK 3R. How have you been doing, Adam? Okay. Audioprotokolle. July 6th, 2083. Finally managed to set up a workspace. It's not ideal, but it'll have to do. Fortunately, the first trial proved unsuccessful, to say the least. You'd think after 5 years of working on this project, my know-how would be sufficient. But without my data, this looks to be a long and bumpy road. Okay. Dann das nächste. July 25th, 2083. I made some unlikely allies. They might be able to assist me in my research, help me retrieve my data from Chiron. Wasn't planning on involving others. Makes the whole endeavor even riskier than it already was. But I need to be realistic about this. An undertaking of this magnitude. Oh, jetzt fängt schon ein Marker zu knurren. Okay, weiter geht's. September 2nd, 2083. Finally got some of my data back. For all the good it did. Subjects are proving unstable. Limited faculties, mental disorders. They just seem broken. Incomplete. Sag nicht, dass es der Adam ist, der da spricht. Well, he just started screaming and he never stopped. I had no choice but to terminate. Wish we could still hear him. Wassergericht? Okay. Also ne, dass das hier der Adam ist. Oder? 109? September 16th, 2083. Haven't been getting much sleep. Drugs do half a decent job of keeping me awake, but Weil sag nicht, dass der Adam dann im Endeffekt hier die Versuche durchgeführt hat und selber zu dieser Mordbestie jetzt Woche ist. I feel like the answer is staring Und das letzte Mal, als er noch wirklich klar menschlich und bei Verstand war, war dann der Anruf an seinen Vater. As smart as I'd like to think.
I'm just destined to fuck up. To fail everyone. Seems to run in the family. Project... Oh, fuck. Shit. I don't... Das war jetzt auch nur so meine persönliche Schlussfolgerung irgendwie. No doubt a side effect of the stimulants. Ich muss bei sowas immer ein bisschen weiter spinnen, was die Gedanken angeht. What's worse is, I think my subconscious is starting to seep into my waking hours. The other day I could swear I heard whispering coming from the black box. Since that's clearly impossible, Ich hasse es, wenn die Nase juckt. attribute the symptoms to sleep deprivation. Okay. I usually don't put much stock in dreams, but this one was so vivid. I dreamt of my last day at Chiron. I was back in the boardroom. Das ist auch so heftig, wenn man sich vorstellt, wenn man alle schon in die Träume von Leuten reingucken könnte. telling me to Wie abstrakt das schon wäre, du in so Traumsequenz only this time. reinzugucken. Face was different. It was a sneering mask of contempt and disapproval. It was a face of An my father. Manhunt. Das sagt mir jetzt wiederum nichts. Okay. Gut, da haben wir das jetzt alles in zum A gehört. Gerät erkannt. Ja, mehr können wir jetzt da Anime machen. Okay. Ich weiß nicht, was wir hier noch mitmachen können. Und das willst du auch nicht kennen, okay? Wieso will ich es nicht kennen? Jetzt machst du mich wieder nur neugierig. Und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch zu machen habe. Ah. Motto hier. Okay. Da drehst du sozusagen Snuff-Filme. Okay. Ja, krasser Scheiß. Warte, muss ich dann runter. So, weiter runter damit. Da können wir den Schampel nämlich, ach, du Festmacher. Ach du liebe Zeit, so Spiel gibt's echt. So. Und hoch damit, jawohl. Können wir nämlich so abhauen, sehr schön. Also, hoch damit. Und ratsch. Ups. Das war ein Rockstar-Game, wo man Snuff-Videos auf Splatter-Manier spielen musste. Sehr brutal, ähnliche Erzählung. Gab es nur 3 Tage, oh Gott. Deine Aufgabe ist, unschuldige Leute auf der Straße so grausam wie möglich zu killen. Alter Falter. Das klingt heftig. Okay, da müssen wir jetzt wahrscheinlich runterrutschen. Wie das aussieht. Ja. Ah, lecker. Das macht Spaß. Drücke R zum Aktivieren der Nachtsicht. Ja, okay. Oh ja, und das auch noch in dieser tolle Sicht hier. Scheiße, das macht jetzt doppelt Spaß. FSK 12, na prima. Aber ist sehr gut, okay. Oh, scheiße. Das wird heftig. Sind wir jetzt wieder im Keller oder was? Hier scheint es ordentlich zu stinken. Ganze Rotze hier. Ja, jetzt sind wir tatsächlich im Keller. Fallprotokoll aktualisiert. 7441 war da noch irgendwo ein Code. Rockstar sind ja die GTA-Entwickler. Falls du das nicht wusstest. Okay. Das ist nochmal gut zu wissen. So, jetzt sind wir endgültig hier im Keller. Oh Gott. Und hier rumpeln irgendwelche Leute gegen deren. Na klasse. Da wollten wir ja sowieso noch hier in den Keller. Insofern passt das jo. Wäre bestimmt ein gutes Pfälzig-Projekt. Ja, ja.
Let's Play Manhunt, Uff Pelzig. Okay. Hat einen guten Text irgendwie so. What's cooking? Oh, sorry, man. Can't talk now. I got something on the stove, you know? Oh, yeah? Smells delicious. And illegal. Oh, shit. It's the pigs. Flush the shit now. Flush it. Dann lieber Postal 2. Ach ja. Es gibt so viele amüsante Spiele in der Hinsicht. Und die wollen jetzt versuchen, hier den Scheiß, den sie gemixt haben, loszuwerden. Hier noch die 002 und 003. Okay, die 003 hat noch Nanophage and Eye zu bieten. Oh, sieht jetzt richtig aus wie ein Zombie. Ich stelle mir dabei nur dein Gesicht vor. Ach du Scheiße. Na, Wunderscheiße. Also dieses Nanophage and Eye, das wird echt immer räudiger. Boah, schäbiger geht's ja eigentlich mittlerweile gar nicht mehr, oder? So, da komme ich nicht durch die 002. 003 hatten wir gerade. Dann kommt hier die 004. Da kommen wir auch nicht durch. Das ist die 005. JPD, need to ask you some questions. Hey, Pig. Killed anyone yet? Noch nicht. No, but I'm tempted. That's the spirit. Sie How etwa? about you? You sound like a real killer. Shit. Takes one to know one, you know what I'm saying? Oh, I did my time. okay. I've been squeaky clean ever since. I heard that before. Say, man, you don't look like a regular cop. That thing on your... Oh, shit. You're a... Yeah. Hey, man. I'm sorry about what I said earlier. Ach, I didn't mean nothing by it, okay? I gotta go. aha. Bei den Observer werden sie anscheinend sehr schnell, sehr dünnhäutig. Entschuldigung. Die 006, da finden wir auch noch irgendwas. Bestimmt. Stimmt, finden wir hier noch irgendwas. Wenn, dann irgendwas Biologisches. Komm schon. Enttäuscht mich nicht, Sicht. Okay. Ignored. Okay. Auf der Matratze hat er mal biologische Sicht ignoriert. Na gut. Aber das scheint ja auch hier die geilste Absteige zu sein. Oh, da haben wir noch einer. Midjoish Lennart. Stufe C. Keine Ahnung, was der von Beruf war. Das konnte ich jetzt nicht lesen. Ja, das ist die geilste Absteige hier. Meine Fresse. Wenn du in so einem Ding hier lebst. Alter Falter. Ja, das ist echt die billigste Absteige, die ich mal vorstellen kann. So richtig immens räudig. Okay. Dann weiter hier in dem Bereich. Nur 07 nur noch, ja. Es müsste doch hier irgendwo auch eine Möglichkeit noch geben, die 7441 als Code irgendwo einzugeben. Oh fuck. Hast du was gegen meinen Einrichtungsstil? FSJ Wohnheim. Oh Gott. Also wenn das FSJ Wohnheim unterm Amt ist, dann habt das echt gepackt. Scheiße. Den 009. Da geht's nicht rein. Die 010. Nee, da kommen wir auch nicht durch. Klingle können wir auch nicht. Und hier ist so ein Zauberstuhl, der in der Gegend rumschwebt und platzt. Ich glaube, der hat noch ein paar Schäden davor getragen von der letzten Synchronisierung. Mein Hirn hat keinen Schaden davon getragen, tragen. Oh Mann. Nee. Alter Falter.
Und das hat wenigstens eine Klingel. Anyone in there? I just want to talk. Oh, hello there. I'm Maria. Was du sagst, so ein Sexbot wieder? Ah, ich bin Dan. Maria, I'm Dan. Lovely name. Lovely. Now, is that short for Daniel? Like the one in the Bible? Oh, oh. Yeah, oh. Maybe. Maria, I seem to have gotten lost down here. Could you point me to the nearest exit? Oh, Ja, yes, I die ist understand unheimlich, die Olle. completely. It really is a maze down here, don't you think? Yeah, it's very confusing. So, about the exit? All right. Go past the noisy noises and then straight ahead up the stairs and... Das hört man gern als Beschreibung. Folgen Sie den lauten Geräuschen. Don't stray from the path. You are a child of light, Daniel. Much too precious to get lost in the dark. Gruselig. Thanks, Maria. Ach du Scheiße. Schluck. Oh Mann. Oh Mann. Ich will der laute Geräusche nicht folgen. Vor allem will ich auch nicht, dass er Musik ertönt, die so ist. Oh. Remove your implant. Implantat raus. Ach du Scheiße. Also wenn das FSJler Wohnheim ist, dann habt ihr echt gewonnen. Scheiße. Okay, hier drin gibt es jetzt auch nichts wirklich Interessantes. Und organisch würde ich, glaube ich, alles ignorieren, was hier rumsteht. Oh Gott. Bin ich von Donald Kummer, oder? Hm. Nee. Okay, da gehe ich jetzt mal nicht lang. Ah, nee, von da kam ich, oder? 015, du geht's nicht durch. 016 war das. 017 geht nix. 018 auch nicht. Und die 019 ist auch irgendwie tot. Ah, okay, da komme ich durch, tatsächlich. Nanophage was planned. Mhm. Also die glauben wirklich, dass diese Krankheit gezielt eingesetzt wurde. Okay, jetzt probieren wir es mal in der Richtung, wo ich diese eklige Vision gehabt habe von dem Shutter. Die Geräusche sind ja sehr ermutigend. Mal wieder. Scheiße. Ich mag hier einfach nicht sein. Die Nummer 28. Fallprotokoll aktualisiert. Ah. 7441. Zugriff gestattet. Yankee Room Tour, ja. Okay, jetzt können wir bei dem Organhändler. Ha, wie geil. Wie geil ist denn das bitte als A-Spielung? Habt ihr das gesehen? Layers of Fear. Und mit den 2 Striche sieht es fast aus, als wäre das Layers of Fear 2, was sie hier ankündigen. Das wäre natürlich sehr, sehr geil. Wenn sie das nochmal... Wenn sie zu einer Fortsetzung oder was ähnliches bringen würden. Aber die A-Spielung ist schon sehr geil. Ah, in der Pampe ist noch so ein Bild von so einem Hansel. Zur Ruhe gesetzter Cyberathlet und mit 24 ist er schon gestorben. Interessant, dass hier Athleten C-Klasse Bürger sind. Aber schon sehr geil, das gefällt mir. Layers of Fear und das auch noch in dem Raum von einem Organhändler, das hat irgendwie was. Das Poster neben dem Layers of Fear ist echt cool. Ja, das hat echt was hier. Medium. Das ist ziemlich cool, ja. Gefällt mir auch gut. So, mal gucken, was der Kerl jetzt hier unten noch versteckt.
Aufmachen können wir mal hier nichts. Da würde ich aber trotzdem ganz gerne mal reingucken. Nichts mehr zu finden. Du auch nicht mehr? Oh nein! Es ist ein riesiges, lautes Töte mich. Fuck. A living organ farm. Must be in agony. Ja, würde sich Gott nicht wünschen, es wäre tot. Alter Falter, wie eklig. Untermenschliche Lebensform. Sus domesticus, 320 Kilo, 1,74 Meter groß, bedrohte Art, Vorsicht geboten. Herzfrequenz instabil, extremer mentaler Stress. Ist der Pudel aus Secret of Evermore? Das ist der berühmte Schwudel, wie sie es doch gesagt haben. Halb Pudel, halb Schwein. Scheiße, Alter. Okay, ich finde, ich sollte das dem arme Vieh sterben erlauben. Oh Mann. This kept critters sedated. Lebenserhaltungssystem. When the lockdown hit. Okay. Also wenn es möglich ist. Was sagt ihr? Soll ich das arme Ding töten? Weil ich bin echt dafür. Ey, das muss echt nicht sein. So armes, so armseliges Dasein. Soll ich auf den roten Knopf drücken und soll ich es erlösen? Ich glaube, das wäre das Fairste, oder? Ich bin auf eure Antwort gespannt, weil ihr entscheidet das jetzt wieder. Von daher warte ich jetzt erstmal ein bisschen ab. Entscheidet das in aller Ruhe. Screenshot an Peter, genau. Oh Mann. Ja, es ist schon ziemlich heftig. Aber ich würde echt sagen, ich würde es am liebsten erlösen. Lieber Plattmacher, das ist echt kein Lever. So. Also, was sagt ihr? Ach, ich denke, ihr habt nichts dagegen. So. Jetzt. Okay. Rot. If I reboot, the sedation program should resume. Or Want to restart. put it out of its misery. Ich hasse Entscheidungen, aber du denkst da wohl richtig. Okay. Are you sure you want to restart simulation? Nee. Das Vieh soll erlöst werden. Kritischer Fehler. Und jetzt raus mit dem Ding. Kriege ich alles noch nicht raus? Okay. Rot. Are you sure you want to reboot? Nee, will ich nicht. Kritischer Error. Kann ich es jetzt endlich rausziehen und erlöse? Als noch nicht. Hier noch. Okay, ist das da ein 3D-Brillentest, wo das Schwein da macht? Was hältst du von den Dingern? Das sieht echt so aus wie VR, aber ich glaube, das soll einfach nur so Ding sei, um das Schwein blind zu halten. Trophäe erhalten in Silber, Erntegott. Okay. Gut. Das habe ich jetzt erledigt. Also die Quest ist jetzt vorbei. Das kann jetzt hier verrotten. Das ist ja echt ekelhaft. Also ohne aller Kanone sowas. Das geht gar nicht. Uah. Krankes Schwein von Arzt. Dass das sowas du im Keller hat. Igitt. Das ist echt widerwärtig. Hassenswert und verachtenswert. Uah. So.
Jetzt gehen wir hier noch raus. Das war's, Zimmer 28. Reboote jetzt mal den Lebenserhaltungssystem. Ja, okay. Probieren wir es mal. Wenn wir es rebooten. Okay. Probieren wir es. Und dann. Working. Ah, das ist die Simulation, was das Schwein sieht dann. Okay. Unplug Life Support System. Und hier haben wir Morphin. Ja, und jetzt? Was bringt uns das jetzt? Ich mag es jetzt nicht nochmal Eisstöpsler, oder? Das ist ja echt eklig. Oder? Kann man das? Kann man das einfach nochmal Eisstöpseln? Nee. Nicht mehr möglich. Das ist jetzt endgültig tot. Okay. Können wir genauso gut. Was hast du gewusst? Kann man es genauso gut wieder runterfahren hier, die Scheiße. So. Hat auf jeden Fall VR kriegt, das Schwein. Okay. Okay. So viel dazu wieder. Dann geht's jetzt so weiter. Und ich würde sagen, ich warte jetzt einfach nur auf den nächsten Speicherpunkt. Achso, dass es VR ist. So. Wer bittet mich um Hilfe? Ich mag eigentlich hier niemand helfen. Achso, nur cool zu sehen, was es für Simulation ist. Okay. Okay, sir. Can you tell me exactly what's going on? Niemals. I woke up stuck to this contraption. There was a tube down my throat. I barely managed to pull it out. Okay. Take a look around the room and tell me what you see. I can't see anything. There's something on my head. Oh, God, help me. Okay. Ah, okay. Ding auf ihren Kopf. Ding auf ihren Kopf. Ah, verschluckt. Can you take it off? I'm not sure. I could barely lift my arms. Oh je. God damn it, what have they done to me? Oh je, oh je, oh je. Listen to me. I want you to park your elbows on the chair, lower your head, and pull backwards. Thanks. Okay. I got it off. It's some kind of helmet. There's cables everywhere. There's a logo. Some kind of face with wings. Also der Keller ist ja noch übler als die anderen Gebäude. Traktor. The what? Hey, answer me. As captain of the Endeavor, a representative of the United Earth Initiative, I demand to know what's going on here. Ach so, was halte ich von VR-Brille? Ich finde es an sich ganz cool, aber bei diesen Horror-Dingern würde ich wahrscheinlich echt Herzinfarkte kriegen. Hätte ich jetzt Resident Evil Silver das erste Mal wirklich in VR spielen müssen. Ich glaube, da wäre ich vollkommen hohl gedreht. Hat sich alles nur in ihrem Kopf abgespielt. I hate to break it to you, sir, but there's no such thing as the United Earth Initiative. What? Do you know what a trancer is? No. Why should I? Someone who checks out, ditches reality. Oh je, oh je. In a fantasy world. Well, why are you telling me this? You are in your apartment. You're not a captain. It Oh was je. Sorry. The lockdown must have screwed up the transmission. You're experiencing atrophy. Scheiße. Lebt seit Monaten nur in VR. Shut up! You're lying! I don't know what game you're playing, mate, but I do know my crew is already looking for me. Right. Whatever you Krass. say. I wasn't trained for this. Ja. Don't leave me in here, you bastard! I gotta get out of this hellhole! Reality, pal. Reboot and flip back. It's the best we got. Ja. Die Realität ist aber ziemlich beschissen, muss ich sagen. Da wollte ich auch nicht unbedingt drin sein. Meine Fresse. Krasser Shit hier. In die 33, in die 32. Da geht nichts auf, okay.
Bei der 33 kriegen wir auch nichts geöffnet. Meine Fresse. Das ist ja ein reizender Ort. Okay, das sieht mal aus, als würde es so ein bisschen weitergehen noch. Dann checken wir erstmal die 34 und 35 und 36. Und da ist noch was. Mhm. Nichts zu sehen. Nichts zu sehen. Cross ist Mushroom. Okay. Warum auch nicht? Da kommen wir nicht vorbei. Nee, das geht auch nicht. Und da ist noch jemand. Okay. KPD, I need to ask Noch so you some Kellerkind zum Befrorer. You shouldn't be here. Warum? questions. Why would you say that, ma'am? No, he'll see you. He doesn't like me talking to other men. Does Oh he Mann, have jetzt any- kriege ich aber echt Mare Please, Krummler. Just go away. He'll get mad if he hears us. Sind sie in Has Gefahr? he mistreated you in any way? Has he hurt you at all? You know, if we need to, we can take care of him right now. No, he's just overly protective. I'm his first, you know? Oh God. Oh God, I shouldn't have told you that. Lassen Sie mich You don't helfen. sound fine. Is this man home now? He's always home. He's in the walls. Please just Oh, oh. go, or we'll both be in trouble. Ma'am, I really don't want to leave you like this. It's all right. I am where I want to be. Wonderful. Aren't we having a mad fucking tea party? Scheiße. Ja, die Mieter hier sind schon ziemlich übel. Muss man eine Losser. Gewittertuner Keitel. Oh, jetzt wird die Sicht auch immer grisseliger hier. Oh Gott. Da komme ich nicht durch. Und die Sicht hier, ne? Und ich wäre immer abhängiger von dem Synchro-Sign-Scheiß. Oh Mann. Die Sicht flimmert nämlich schon wieder gewaltig. Und da wieder was zum Eingeben, okay. Wie sieht's mit dem Hack aus? .400 Fragezeichen. Okay, das müsste man hinkriegen. Und 4 bestimmt, jawohl. Okay, sehr schön. Und Eva war wieder irgendwas. Okay. So. Da waren wir doch schon mal ganz am Anfang, ne? Wo ich gesagt habe, da komme ich nämlich durch. Ah. Jetzt sind wir wieder richtig. Okay. Okay. Ja. Das war da, wo ich ursprünglich nicht durch bin. Und da geht's wieder hoch zum Hausmeister. Dann gehen wir da jetzt erstmal wieder Richtung Hausmeister. Und irgendjemand heult wieder wie bekloppt. Also jetzt erstmal zum Hausmeister wieder zurück. Ups, wo bin ich denn jetzt gelandet? Das ist aber nicht das eigentliche Wohnhaus hier. Ach du Scheiße. Oh je, oh je, oh je. Nee, das ist nicht das Wohnhaus. Ah, scheiße. Und wieder diese Endlosschleife à la Silent Hill, à la PT Silent Hill. Kann ich zurück? Ah, da ist was. Hey, you. Come over here. KPD, state your business. Your well-being? Oh, shit. Yes. And no.
What do you think? Oh Mann. Was geht hier vor sich? Why, you, of course. It's always about you, isn't it? Okay. That's not why I'm here. It's time to move on. Zwing mich nicht, die verzauberte Membrane zu holen. Ich riech wie Narziss auf einer Leich. Hässliche Feen lassen Geträume Vorfächer. Die Etage liegt ein Drache über dir. Hässliche Feen lassen keine Träume wahr werden. Den finde ich gut. Relax. It's just a matter of time. Okay. Time waits for no man. Time is nothing. What's the problem? Oh je, da kommt jetzt nur noch Mist raus. Ihr Verkehrkopf. Control. Try not to think about me. You were good. Good at talking out of my ass. Der nächste Stream ist in einer Woche wieder. Also Freitag in einer Woche. Da ist der nächste Stream wieder ab 20 Uhr. Dann vielen Dank dir fürs Reingucken. Ich mache jetzt sowieso nicht mehr allzu lang. Werde bei der nächsten Speicherstelle auch direkt schlafen gehen und hier das Stream beenden. Und wir sehen uns dann, wenn du magst, wieder in einer Woche zum Stream. So. I need to find whoever owns that tattoo parlor. Okay. Jetzt haben wir hier die Speicherstelle gefunden. Sehr gut. Gerade mal gucken. Zurück zum Menü. Seit des letzten Speicherung 10 Sekunden. Okay, perfekt. Jetzt gehe ich nämlich hier raus und würde sagen, das ist wieder gut genug als Etappe für heute. Wir haben viel erreicht, denke ich. Ja, wenn es klappt, sehr gern. Du bist auf jeden Fall willkommen. Ich hoffe, bis in einer Woche. Vielen Dank nochmal fürs Zugucken. Ich würde sagen, an der Stelle beende ich jetzt auch den Stream. Es hat mich wieder sehr, sehr gefreut. Wir sind weit gekommen, denke ich. Und euch alle wirklich nochmal vielen lieben Dank. Zum Teil auch dafür, dass ihr mir bei der Rätsel geholfen habt. Scorpion, Syltrakar vor allem. Und immer wenn ich irgendwie ein bisschen kranker habe, dass ihr mir wieder geholfen habt. War wirklich großartig mit euch. Hat mir tierisch Spaß gemacht. Und wenn ihr alle wollt, sehen wir uns in einer Woche wieder um Freitag 20 Uhr zum Livestream, werden wir dann weitermachen bei Let's Play Observer auf Pelzig. Ich mag mich bei jedem Einzelnen von euch bedanken, egal ob anwesend oder jetzt schon wieder mittlerweile weg. Vielen, vielen lieben Dank. Ich kann mich nur verneigen. Ich finde, ihr seid wirklich ein großartiger, harter Kern, mit dem ich sehr gern kommentiere, mit dem ich sehr gern schreibe und mit dem ich sehr gern spiele. Und ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß wie mir. Genau, gute Nacht und bis Montag, André. Wir sehen uns dann auf der Grabung. Ja, gute Nacht, Syltrakar. Dir nochmal vielen lieben Dank fürs Durchführen durch alles. Hat mir tierisch Spaß gemacht mit euch alle. Macht's gut. Und wenn ihr wollt, guckt auch gern mal andere Let's Plays. Und ja, in einer Woche geht's dann weiter mit dem Livestream zu Observer. Vielen lieben Dank nochmal. Schöne Nacht. Ayan Yankee.